Ekran! Ekranen jävlig op, hos wanende waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom, mijn lieve vriend. Welkom to het programma Ekran. Dankzij dat u van jou waren eingeschaltet hast en erbij was en dat u ons touw hier komt naar het touw kijken. Ik zie Eduard Giesbrecht en we zijn hier in Bolivien en met mij is Johan Kroon. Die zal mij hier was. Welkom, Johan. Dankeschön. Dankeschön, Eduard. Sie mich freut dat u wahrlich bist, diese week hier te reden. En we gaan van jou een ganz wichtig thema, een sehr interessante thema, aber een ziemlich harde thema. En wo dit al van Anfang an van die Geschichte in de Bibel, wo die Menschen met de kampen gehad hebben. En dat is van den Fluch van de generationen. En ik moet veel over een zenuw willen leven, een Fluch. Maar meer van dat wat Johan aan zei. Wat kan je ons vertellen van de Fluch van de generationen? Ja, dat is een zeer interessant thema voor mij. Voor wat ik in mijn familie beleefd heb. Wo de Eltern vielleicht immer gesagt haben, die Kind, du das nu dit en wanneer du dich was befreit haben oder du was älter sein, dann warst du dort nach aller kriegen en die Kinder fangen an Angst zu haben, wat dat geven, wanneer ik me befrieden was, zoveel als ik al gedaan heb, en wat alles op mij toekomt. Ik had een broeder, der redt me van, dat hij had zo'n angst gehad, wenn hij zich befried, wegen wat de Vater en Mutter hadden immer gesagt, du wirst dort een dag terugkriegen. Aber Gott, Jesus, der hat einen anderen Plan für uns, und Jesus sagt, Jesus kann dich frei machen, dass du unter im See lebst, dass die Generation, dass 1000 Generationen hängen, die im See leben. En dat is een ding wat ik me am Chat had, dat ik wel de generation wat hij me abstoot, er zijn duizenden, wat de duizenden generationen zijn im See leven en voor Jezus. Dat is zeer wichtig, dat is de Mutter, dat kan de Vater zijn. Dat wordt immer ist dat verschieden. De ene steht, es war vielleicht bloß die Vater, bloß die Mutter, wo die ihre Kinder dort so fertig worden gesagt haben, wann du nicht was später sein, wenn du was geraten und du was älter worden, dann kriegst du dort alle drei. Und dat plant en dat Kind en dat geeft eine Angst an den Mensch. Und wenn du einen Tag Jesus annimmst, aber der Angst, der ist so fest an dich, du kannst nicht mal Jesus anbeten, wenn die Angst ist so groß, du denkst bloß ohne Angst, was passieren, wenn ich mich befreien will, was da alles verkommen soll. Ich würde Eltern Mut merken, lehrt jene Kinder in anderen Weg zu gehen. Sagt jene Kinder, das, was du getan hast, das ist nicht gut, aber du bist gut. Gott kann dich verändern und Gott will, dass wir anders sind. Und es sind so viele Optionen, wo wir vielleicht vorhin überreden können, wo die Eltern würden können, leicht die Kinder über eine andere Weise abtragen. Ik wil een klein eentje teruggaan. Ik krijg wat je al zei, van 4 oder 5 generatie, dat je kan Fluch ablegen. Oder dat je kan in de 1000ste generation sehen zijn. Dat zeg ik in de Bibel, in de Mosebeker, als er am Deil steht, oder nicht am Deil, aber am paar steden in de Mosebeker, als het geschreven, ik word steeds hier niet namen. Aber ik glaube, je kennen dat alle vom Katechismus her, wie, oder wenn es jeder Deutsche, wat den uitwendig geleerd heeft, die kennt dat sagt, dat we waren bij een 4 oder 5 lied geflucht worden, wanneer we im Fluch leven, oder bij een 1000ste gesehen worden. En vielmal habe ich das, glaube ich, nicht verstanden, wat dat ze reich bediet. En wie kämpfen du met, en krijgst es, das Johann sagt, dat wann der ältere Fluch du abgeschmeten haben, hat gesagt, so wird es mit dein Leben sein. Und dat, oder auch andere ältere, dann eine andere Sorte Flüche auf ihre Kinder abschmieden, du merkst, dass sie sagen, vielleicht, du darfst nicht, mit die essen nicht, du kannst nicht viel arbeiten, du hast nicht Kraft. Aber ich kann auch Kinder, die eigentlich ganz gesunde Kinder sind, wo der ältere bloß immer sagt, du bist jemand so ein Kranker. Und das fängt sich an zu sein, dass das wirklich ein krankes Kind ist. Und das ist in Wirklichkeit ein krankes Kind. Das ist bloß, das ist, als wenn der Ältere das bloß raufträgt. Und wo ich einmal, was mir nu kriegt, beifällt, wo ich ein bisschen trägen noch gehen will, ist, als die Mennoniten in Russland wären, als sie wollen nur Russland trägen, dann, und das sind ja ungefähr alle, all die, was wir Plattdeutsch kennen, dann mussten sie versprechen, dass sie nicht das Evangelium in Russland predigen. Sie können durch ihren Glauben uitleben, aber sie können das nicht predigen. Und
Dann wordt er einmal gesagt, wie sind die Stellen im Land, oder an Hochdeutsch, wie sind die Stillen im Lande. In so einer Sache wird gesagt, wie hatten Stellen Glauben, und das wird sehr, als was Gott an je sein. Aber wenn ich naar de Bibel gehe, zum Beispiel von dit eine, in der Bibel sagt mir, dass ich soll das Evangelium rütpredigen, ich soll das leben, jeden Tag, das soll, mein Leben soll voll von dort sein. Und wenn ich nicht auf einmal sage, ich sehe die Stelle im Land, dat, ich finde das nicht, dass in der Bibel reinstammt. Und ich glaube, das hat uns als Deutsche sehr aus dem Fluch hängen lassen, dass sehr viel von uns Angst haben, das Evangelium zu predigen. Ich weiß, dass es in der ganzen Welt dass Menschen für das Angst haben, zu predigen. Aber ich glaube, das ist, was uns besonders ist, was bei uns sehr stark ist. Und ich glaube, wir können dort verbeten, dass wir nicht mehr dort leben, aber dort, wo wir dann Lothar noch sein. Wo kommen wir nu von das los, wenn wir im Flucht leben? Oder was kann ein Flucht an uns tun, wenn wir nicht mehr dort sind? Was glaubst du, Johann? Das erste ist, wenn die Wirt haben viel Kraft. Und wenn du ein Mensch segnen willst mit Wider, dann wird er ein Segen mitnehmen. Kriegst du aus, wenn du den Fluchten lässt. Wenn du zu den, dann sagst du doch, schau mal was, und das Kind, das fällt sich so, das doch nicht. Aber wenn du was zu den Kind sagen, du darfst ein Teil, du bist an Jesus so viel, das kann ich dir nicht mal erklären. Und ich liebe dir, oder du gibst den Kind ein Abrazo, oder eine Umarmung, dort wird das Kind so ganz verändern, und der wird so einen Segen mitnehmen, für das kannst du dir nicht mal vorstellen, wenn du zu dem Kind was sein, du darfst was und du bist viel mehr, als du glaubst. Und wenn du loskommst, und das hat mit uns wieder zu tun, wenn du was anfängst, Segen aus dem Müllrüt, und Leib aus dem Müllrüt, wenn es die Bibel sagt, wenn wir da ihr Leib haben, dann haben wir das ganze Gesetz, was Gott von uns verlangt. So, wenn wir uns durcheinander, dann verändert irgendwas. Und dann geht der Segen wieder. En wat ik in de Bibel vind, is een Bibeltekst wat dat ganze onderstrepen dat van wanneer Ältere ans gevlucht haben. Dat is 1. Petrus 1, Vers 23. Und du sagst dat, dat nieuwe Leben, dat je nu haben, hab je nicht von jene Älteren gekregen. Dat Leben, dat die jün geven, dat vergeht. Dat nieuwe Leben wird ewig bleiben, willst dat kämpft von Christus, der Gott sein ewigen Leben jetzt wird. So, wir brücken nicht mehr aufhängig sein von dort Leben, was unsere Eltern uns gegeben haben. Was sie alles so abgeschmiert haben. Wir hatten, wenn wir durch Christus gegangen sind, haben wir ein neues Leben. Wir sind eine neue Person. Gott hat alles nie gemerkt. Und wir brücken nicht, wir sind nicht mehr aufhängig, was mein Pa oder Ma oder meine Oma oder Opa gesagt haben, sondern ich sehe was nicht. Wo kommen wir zu neues Leben? Dort hast du allein durch Jesus. Du hast bloß Jesus als der Einzige. Du hast den Einzigen, wo du kannst hingehen. Und ich sage ganz klar, wenn Jesus mal mich transformiert, ich war dort nicht mal an, was ich deut. Ich bete Jesus ganz klar, jeder Sinn, was ich habe. Ich sage, nehm den von mir weg, ich will den nicht mehr. Mit das Leid, das ich da getan habe, und komm in mein Hort für das ganze Leben. Und die paar wieder, was ich ab Neues gesagt habe, was ich zwischen mir und Gott passiert, in Jesus. Das hat mich so transformiert in eine ganz karte Zeit, wo ich nicht erwartet war, den Oberst. Und krack so, der das von dem Flucht sehen, du fängst an zu sein, ich sehe nicht ein Trinker, was mein Pa was ist, ich sehe nicht ein Schmecker, und ich habe nicht die Krankheit, was mein Pa hat, ich sehe frei, und ich habe den Leib Gottes als in mir, und von mir wieder, jaft das was anderes. Und dann warst du, die transformiert. Und allein Jesus, der Heilige Geist, du ludst dem Heiligen Geist und sagst, ich will was anderes. Wo mir Dinge, dass ich was nicht erleben kann an die. Und weißt du, Freund, du wirst so eine Sachen beleben, da kannst du nicht mal vertrauen, was an die passieren. Wenn du anfängst positiv zu sein, positiv zu denken und positiv zu reden. Wo immer du bist, manche Menschen nicht die verachten. Lob die. Du hast das Reich, die zu loben. Weil es an Jesus selber wirklich viel mehr aus der uns erklären kannst. Wenn es in Wirklichkeit lobe ich dann, was Jesus getan hat. Correct. Wenn ein Mensch sagt, du hast ein anderes Leben, dann, naja, Jesus hat es getan. Jesus hat es nie gemerkt. Und dort ist in 2. Korinther 4, Vers 17 sagt, dass Jesus erst alles nie gemerkt. Du hast in das Programm all sehr viel von geredet, und ich glaube, ich kann das nicht viel genug sagen. Dass Jesus das merkt alles nie. Und das mit die Heikel kann man darüber reden. Dass vielmal, glaube ich, mit
dat mijn oude leven, dat moet verbeterd worden. En ik moet me beteren, en ik moet zelf verzekeren, en ik moet nu dit, en ik moet nu jan. Maar in werkelijkheid is het ook zo. We moeten bloos zeggen, dat oude leven laat ik mal terug, en ik neem dat nieuwe leven van Jezus ganz aan. En dan wordt dat ons karakter wordt veranderd worden, onze Gefühle, alles. Wenn es allein Jesus die verändert, versiegt nicht nach selbst. Vielmals verändert er nicht, wenn du versiegst, einer versiegt mit seiner Kraft, dann wenn du immer was hier, wo wirklich Gott ist, was du tun hast, dass wir du, wo du an der Ende kommen wirst, wo ich an der Ende komme, den Tag, wo ich an der Ende komme und ich nicht wissen, wo uns sieht, dann sagt Jesus, ich will die verändern. Gib mir das. Und alle sagen, gib den, und der wird die verändern. Ik weet wat einige mensen deden, ik zie op Facebook, du bent ook op Facebook, niet alle mensen zijn op Facebook, maar veel mensen hadden Facebook. En ik had vrienden, wat zij deden, ze willen ganz bewust zijn dat ze niet het leven hadden. Ze dan in de stad dat ze schrijven in Facebook naar Eduard Giesbrecht, dat is voor mij zum Beispiel, dan schrijven ze naar Eduard van Christus. Dat we niet hergenomen. En wanneer ons leven is zo wordt dat dat van Christus is, dat Jezus, al dat wat de Jezus in mij neergeslapt had, dat gouden en dat slechtet, dat gouden wij weer metnemen, maar dat slechtet, dat laat ik door bloos sterven en ik neem bloos het nieuwe leven van Jezus met. En wie kunnen wonderbaar het leven ervaren. Das finde ich dann so interessant von Paulus. Ich hatte einen Saulus, und wenn sie sich bekehrt ist, hat und Gott den begegnen kann, dann hatte einen Paulus. Ich sage, ich würde auch gleich einen anderen Namen zu nehmen. Also. Aber wir kennen die nie noch, wenn du was hast. Was ich auch sage im Neuen Testament ist, wenn in der Bibel steht, sage ich, wenn wir aus ein Kind, und wir sind ja alle Kinder Gottes, wenn wir durch Christus gegangen sind, wenn wir sein Leben angenommen haben, wenn wir als Kind noch an seinem Vater gehen und nur was Frau, dann jaft für uns das Gute, dann jaft für uns dort, was wir eine Frau, er jaft nicht uns was anderes. Er jaft uns nicht in Maße oder was Schlechtes, dass wir uns weiter kennen, sondern er jaft uns immer die Sehnung, was er für uns reit hat. In vielmal glaube ich, mit mir ist es noch so, wir reden uns so sehr auf, und verachten das, was Gott alles für uns reit hat, dass er die Sehnung reit hat. Und ich denke, wenn wir bloß anfangen, im Sehen zu wohnen, mehr und mehr, wo können die Generationen noch uns nicht sein? Und ich glaube, wir beide sind noch nicht vor das, aber in den Tag, wo wir waren vor das, wir waren Sachen falsch standen. Das weiß wir nicht all. Aber wir können auch dann noch mit unseren Kindern beten, dass diese Sachen, was wir falsch getan haben, dass sie nicht teilen und dass unsere Kinder auch waren, was nicht anfangen. Wenn unsere Kinder, die waren nicht Gott seine Großkinder sein, die können bloß Gott seine Kinder sein. Right. Amen. Und die können auch bloß was nicht anfangen. So, Johann, kannst du uns zum Schluss noch was sagen, Mutmerken, wird sehen, uitspreken, was kannst du sagen? Jesus verändert die, und er lässt immer klar für sich, die nicht verändern. Für jede andere Person, die auf die legen, sei Jesus Haupt, dass ich die kann loslassen. Wenn du nicht Personen vergeben kannst, dann kommt, mit dort kommt all die Fluch ab die, und du drehst ja an deine Schuld. Dat is van dezelfde jef drinkt, dezelfde aanbrengt van die niet vergeven kost. En zij dat met die mul, ik lood jan los en noemen Jezus. En Emma waren, en jedes Mal, wanneer die persoon daar in kop kwam, en zei ze, ik lood die los, Jezus, help me die los te loten, en ik zegene die persoon. En wanneer du was om van mensen te zegenen, ook die Vader, vielleicht die Vader heeft krijgt zo geleerd als die Vader die geleerd heeft, maar zegene die opa, zegene die uw grootvader, oder den Vater oder den Großvater. Sehne dich und vergib dich, dass du dich nicht im Harten mitreißt. Und worden Segen in die kommen, die worden Strom vom Segen, von Himmel kommen, dass die Generation von die wieder wird voll Segen und Herrlichkeit sein. Ja, du kannst bloß Amen zu sagen. Dankeschön für deine Wir, Dankeschön für hier dabei sein. Mag Gott auch die sehen, mag Gott die hier wirklich sehen auf die Sehne und für alle düsende Generationen. Amen. Jesus, Halleluja. Ciao, ciao. Amen. Dankeschön, dass du von der dabei bist. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479. Oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.